Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Evil Within Uf Pelzig. In der letzten Episode haben wir die Samara endgültig hoffentlich fertig gemacht in einem großen, fiesen Bosskampf, wo ich mich ordentlich aufgeregt habe. Und ich bin ein Dappschädel, jetzt mal ohne Scheiß. Äh, in dem in den Ladebildschirmtitel stand mal drin, mit dem Schlüssel die Tatjana bewacht und ich Dappschädel hab gedacht, Tatjana wäre die Kreatur. Da steht sie, oder da hockt sie, das ist die Tatjana. Das ist diejenige, die in der Klinik hier die Aufsicht hat, das ist die Tatjana. Und die, gegen die wir gekämpft haben, die Samara, das ist die Albtraumversion von der Laura, Rudi seiner Schwester. Jetzt haben wir es auch richtig wieder. Also das wollte ich nur mal klarstellen. Und ja, wie gesagt, wir haben einen fiese Bosskampf gehabt und sind nach wie vor in die Werkzeuge des Meisters, Kapitel 10. Das hat jetzt so einen Rundgang gemacht, weil die Kamera Bock drauf gehabt hat. Das war anscheinend wirklich vorgegeben. Da habe ich jetzt nichts davor gekannt. Okay. Ich muss mich gerade wieder an die Steuerung gewöhnen. Ich habe gerade Ewigkeit noch... vor einer halben Stunde habe ich die zweite Episode von The Walking Dead: A New Frontier beendet. Und jetzt muss ich mich erstmal wieder an die Steuerung hier gewöhnen. Sollte aber auch nicht so schwer sein. Ne? Da habe ich ja hier wieder erhöht, genau. Wenn ich mich da richtig erinnere. Und da will ich wieder auf die Sprengbolzer. Und soweit habe ich auch alles geladen. Und da dürfte ich auch alles geladen haben. Also, let's get the party started. So. Hoppla, da bin ich noch zu sehr dran gewöhnt an das rechte Stickdrücker. Nein, der mutante Hund ist da. Scheiße, ich hab doch recht gehabt, dass der Freak noch ein Bossgegner wird. Scheiße, die waren da. Okay, fuck, das wird tatsächlich noch ein Bossgegner. Ah, Mist. Die sind ja immer sehr prägnant, die Bossgegner in The Evil Within. Die Laura, der Wächter... beziehungsweise, wie ich sie genannt habe, die Samara und der Ackermannsschorsch. Und jetzt nur noch das eklige Vieh, wo ich keine Ahnung habe, was das darstellen soll. Denn nicht einfach nur der mutante Hund oder der dreileibische Freak nennen. Gott. Kann ich da raus? Nur so Interesse halber. Nicht, dass ich eigentlich wollte, aber es tät mich interessieren, ob man könnt. Alter Falter. Ja, der Freak, der hat ja auch unseren Doktor abgemurkst. Der hatte Leslie untersuchen wollt. Und dann hat er den Doktor platt gemacht, ne? Scheiße, der kommt 100 Protz jetzt als Gegner hier. Ich weiß nicht, was ich gegen den machen soll. Vielleicht sollte ich doch die Armbrust ausrüsten. Mit der fühle ich mich ein bisschen sicherer. Aber das Spiel versteht's echt, Angst und Gefahrensituationen aufzubauen. Das hat das Spiel extrem drauf, wie ich finde. Jetzt sind wir in einem Autotunnel oder ein... Ich kann es gar nicht sagen, irgendeine Art Unerführung ist das nicht. Das ist irgendeine Fabrik, Lagerhalle oder irgendwas, wo man auch parken kann. Verdammt! Ja, Rennbastel! Steht Renne, wenn ich du wär. Ach du Scheiße. Muss dann die Neiwoche gleich wieder so anfangen. Okay, jetzt haben wir einen harten Bossfight hier gegen den Freako. Ich glaube, da habe ich voll auf der Wäschung von dem getroffen, ne? Hör auf, du Geschöpf! Von wem auch immer du erschaffen worden bist. Ich wollte an der Stelle nur mal sagen, Rudi, du bist eine kranke Sau, wenn das in deinem Kopf vorgeht. Manometer. Lad noch Bastel und renn. Okay.
Den Dotruf, die ist ein bisschen stärker. Oh, fuck. Ich bräuchte noch mal von dem Eisbolzer. Warum? Scheiße. Nee. Okay. Wow. Ich hasse es. Ich hasse es wie die Pest, sowas. Oh, scheiße. Okay, noch einmal. Dann noch einmal, ne? Okay, da ist ein Fühler, so ein Tentakeltra. Ah! Da ist der eigentliche Gegner, ne? Das ist der eigentliche hier. Der Knaber. Okay. Ich versuche ihn so gut wie möglich zu schwächen. Und zu zerrupfen. So gut wie man das möglich ist. Okay. Und nee. Ich versuche dort drauf zu zielen. Okay, ich versuche alles von seinem hässlichen Körper abzuschießen, was ich kann. Uah. Okay. Da ist wieder so ein Kopf. Ab mit dem Scheiß. Ich versuche alles, was menschlich ist, irgendwie abzuschießen an ihm. Habe ich ihn? Trophäe erhalten in Kupfer. Der erste, nicht der letzte. Hui. Hui. Ich habe das Gefühl, ich verwende die Granate viel zu selten. Ne? Solche Bosskämpfe wäre es vielleicht echt nicht verkehrt. Aber meine Fresse, wie viel Gel hast dann du dabei, mein Lieber? Mein lieber Herr Mutantenfreak. Boah, 20.000 Super der dabei. Leg mich fett. Damit lässt sich was anfangen. Damit lässt sich richtig was anfangen. Aber die Trophäe macht mir ein bisschen Sorge. Der erste, nicht der letzte. Hieß es, dass der Spongo oder noch ein bisschen häufiger vorkommt? Wenn ja, kann ich drauf verzichten. Ich sollte auch noch für die Qualer-Armbrust noch 2 Eisbolze herstellen. 3 von Denner. Nein, jetzt habe ich wieder den Quatsch gemacht. Das ist doch hier. Ja, ich werde mich irgendwann auch nochmal an die Steuerung gewöhnen. Okay, den kann ich nicht nochmal herstellen. Na gut. Spannt den mal drauf, ja. Du war schon gespannt, alles klar. Gut, dann mag ich mich noch umgucken, was es dort noch so Schönes gibt. 200 Brühe. Werkzeugdeal, das nehme ich sehr gern. Ah, du wäre noch eine Schäm dich Karre gewesen, wo ich mich hier drunter verkriechen könne. Da ist noch eine Wisst was? Wenn du Spritz ist, wann kommen wir dann das nächste Mal dazu? So jung sind wir nie wieder. Und vor allem so unsüchtig. Da wird echt noch süchtig nach dem Scheißdreck, der da drin ist. Ist der Teufel, was da drin ist. Ich glaube, da ist grünes Gel oder so drin. Als ob ich mit den Scheiß injiziere wird. Ich weiß ja nicht, vor allem von irgendwelchen fremden Spritzer. Und ich glaube, die Taktik mit dem Raum war auch nicht gerade die dümmst. Mich da rein zu verkriechen. 100 Schleim. Ist da noch was ich gebrauche kennt? 300 Sub. Und da wäre noch so ein Verkriechraum gewesen. Nee. Okay. Kampf gegen so einen Overmutant im Parkplatz. Ah, nicht verkehrt. Oder auf dem Parkplatz. Im Unterirdischen. Warum? Ach, nicht. Da wäre noch ein Spritzel gewesen. Und sehr geil.
reißen wir auch noch ein. Das hat nichts gebraucht. Das laden wir noch. Das Ding hat eine Mordsdurchschlagkraft. Das ist richtig geil gegen Bossgegner, das Teil. Okay, soweit bin ich eigentlich recht glücklich. Ich hätte nur gern mehr Gewehrmunition gekriegt. Aber man kann nicht alles haben. So. Falls ich wieder irgendwas übersehe habe, kreischt und beschwert euch. Ach, das war's. Cool. Kapitel 10 überlebt. Wow, das ist aber echt ein grottenhässliches Ding. Ja, dann speicher mal. Jetzt bin ich mal gespannt, was kommt als nächstes. Wiedervereinigung. Kommt das Seppel wieder? Ich hoffe es nicht. Das ist nicht gerade mein Lieblingscharakter. Wenn du einem Gegner ins Bein schießt, fällt er vielleicht zu Boden. Ja, genau. Ich bevorzuge es, auf den Kopf zu schießen. Na, da ist ja wieder die Laura. Die Victorianus Laura mit ihren 4 Armen. Ja, schick. Ich bin immer gespannt, wenn der Rudi erstmal kommt, so was der dann mutiert. Okay. Wir haben erwartet, das Leuchten in der Ferne wieder gesehen. Mir scheint der Arschstalt immer näher zu kommen. Kapitel 11 Wiedervereinigung. Wie es aussieht, sind wir jetzt nämlich in irgendwelche kryptische mittelalterliche Dörfer und Höhle und Kathedrale und sonst wo. Sondern wir sind jetzt tatsächlich wieder in Crimson City. Ne? So sieht es mir zumindest aus. Im postapokalyptische Crimson City sind wir wieder gelandet. Haben wir da hinten noch irgendwas? Und Wiedervereinigung. Diese enttäuschende Schaufensterpuppe ohne Nippel. Sache aus American Dad mit Roger und Ahmed. Ich hoffe, die Schaufensterpuppen im Kaufhaus haben Nippel. Und keine Köpfe. Kontrollpunkt. Ja, da sind wir wieder im zerstörten Crimson City, wo die Kontinentalplatte sich so verschoben haben und alles auf den Kopf gestellt haben. Und da hinten sehen wir die Arschstalt. Scheint das einzige intakte Gebäude zu sein. Ja. Wie ist das möglich? Weil es im Rudi seine Gedankewelt ist und dahin müssen wir. Das ist unser Ziel, die Klinik. Die steht auch auf so einem einzelnen Würfel, so einem einzelnen Podest. Genau da müssen wir hier. Wir haben ja schon im ersten oder zweiten Kapitel, glaube ich, schon gelernt. Das Licht von der Klinik macht die Menschen zu Ruheloser. So wie du einer liegt. Okay, der ist steif wie ein Brett. Und dann mal wieder hier Carnaval de la Chansons. Können wir da hochklettern? Das Karussell. Nee. Und das erinnert mich an meine Sommernächte in Paris. Oh, schön war die Zeit mit dem Akkordeon von Jacques. Anna. So, jetzt gehen wir da lang. Und gucken wir mal, was wir da noch finden in Crimson City, außer das Hotel. Ich hab nichts gemacht. Ich war das nicht. Es hat sich ja das Ding davor geschoben, okay. Hier geht ja alles vor die Hunde, ne? Geht's noch irgendwo hier? Da geht's da irgendwo tief runter. Ich glaube nicht, dass er da runterhupse wird, ne? Und das können wir jetzt auch ganz vergessen hier entlang. Da guckt die Kanalisation schon raus. Okay, da müssen wir wahrscheinlich lang.
Ich mag jetzt aber noch gucken, ob wir da durch könnten, wenn wir das wollten. Mag hier noch optionales Zeichen abstaber. Nee, das steht ja gar nicht machen. Selbst wenn ich jetzt zwingen will. Na gut. Hate Your Kenner. Black Hair Curse. Erinnert ein bisschen an die Samara. Sowas wie The Grudge. Beziehungsweise ich nenne den Film einfach nur The Quatsch. Der war nicht so besonders gut, finde ich. Aber nette 0815 Horror. Mit dem komischen Gurgelgeräusch dann jedes Mal. Hoppala, hörst du auf? Du Schulbussel. Stell's runter, wo die herrscht. Na, la, jetzt parkst richtig, du Babsack. Dann gehen wir da rein. Open, ja, danke. Das fragt mich doch, dass ihr hier offen habt. Was? Laternche ist schon A. Okay. Ich freue mich jetzt, ob unser altmodisches Laternche jetzt abgegradet wird zu einer Taschenlampe. Das wäre ja auch irgendwie cool, ne? Weil dann so zeitliches Upgrade kriegt. Und auf der anderen Seite ist es stilvoll, einfach mit einer alten Gaslaterne rumzulatschen. Zu einer Jahrhundertseite wendliche. Das war ein Wort. Zum Ding um die Jahrhundertwende. Jahrhundertseite wendliche, ja, ja, alles klar. Ich nicht spreche. Das ist völlig unmöglich. Also nicht, dass sich jetzt irgendwelche Ausländer hier nachahmen würden, dass sie das denken. Das war natürlich auch von The Simpsons, wo es um die blaue Briefe geht und wer in welchem Fach durchgefallen ist. Und Ralph Wiggum, da kommt er natürlich dann vorgeschlappt. Kartenfragment 21. Am Ende er hat gewonnen, der Rektor Skinner, nein, laut diesem Zettel beherrscht er deine eigene Sprache nicht. What? Me English? That's impossible. Was haben wir jetzt gefunden? Magnum. Resident Evil typisch eigentlich schon fast. Dieser maßgefertigte Revolver feuert durchschlagend großkalibrige Patronen ab. Er weist zahlreiche Gebrauchsspuren auf. Das wird der 44er vom Dirty Harry sein, ne? Gucken wir es uns mal an. Da ist er, ne? Magnum. 6er Bassenrei. Weißt du was? Die Scharfschützengewehr benutze ich ja sowieso nur in Bosskämpfer eigentlich. Ich wüsste gern die Stats von dem Ding, ne? Was ist ein normaler Revolver? Was ist die Magnum? Okay, das ist schon ein größere Wumme, ja. Ich mag mal gucken, wenn wir das nächste Mal in der Klinik sind, was du dann unser heißer Stuhl dazu sagt. Kann man das auch aufmachen hier, oder? Nee. Aber gut, dass ich so neugierig bin und überall reinschlupp. Oder zumindest das, was ich sehe. Und dass ich das auch gesehen habe. Weil sonst hätten wir richtig geil die Waffe verpennt, glaube ich. Ich glaube, jetzt habe ich noch ein paar Streichhölzer gesammelt oder so. Na, egal. So. So, all die Jukebox. Das ist auch geil. Ich finde, das ist eine super Deko immer in jedem Haus. So all die Jukebox. Jetzt habe ich den normalen Revolver, ja. Mal gucken, wie man denn aufmotzen können, den Magnum Revolver. Mann. Also jetzt hat es wirklich was so von Postapokalypse, Katastrophefilm à la Michael Bay oder Roland Emmerich. Manometer. So, geht's dann hier lang? Herr Uff! Ich will doch durch! Nicht verschieben. Ja, das sieht so ein bisschen aus noch 2012, wie bei dem Film. Kontrollpunkt. Oder, nee, The Day After Tomorrow war, glaube ich, mit, wieder so Erste-Hilfe-Dings. Sehr geil. Erste-Hilfe-Koffer. Ich glaube, The Day After Tomorrow war mit, Eisplage, beziehungsweise mit Klimaveränderung zu Eis, wenn mich nicht alles täuscht.
Verrecke. Elender 90er Jahre. Bildschirm. Der keine Fischare Röhre mehr gehabt hat, sondern schon eine Flachröhre. Stirb. Und ihr? Ich kann nicht eine kaputt schlagen. Und Magazin mag ich jetzt an, verschwende davor. Okay, und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, in der nächsten Episode geht es dann weiter bei Let's Play The Evil Within Pelzig. Und ich habe schon gehört und sehe jetzt durchs Ach, dass wir es dann mit Gegnern zu tun kriegen. Und da ich ja so ein kleines Säckel bin, will ich wie immer die Spannung aufrechterhalten. Das heißt, wir sehen uns im nächsten Teil dann wieder, wenn es so richtig wieder zur Sache geht. Also machen's gut, ihr liebe Leute, und bis zum Donnerstag dann Eiern Yankee.